Haben Sie schon einmal jemanden gesehen, der ein einziges Gericht in 3 ungleiche Teile teilt und dann den kleinsten Bissen für sich behält, nur damit seine Kinder etwas mehr bekommen? Leonardo, ein 39-jähriger Millionär, hatte so etwas noch nie erlebt, bis zu diesem Nachmittag am November auf dem Berner Bärenplatz. Auf einer abgenutzten Holzbank saß Carina. Sie hielt eine weiße Thermosbox in den Händen, während ihre Kleinen, Julian und Camila, mit hungrigen, glänzenden Augen warteten. Leonardo beobachtete, wie sie jede Portion sorgfältig aufteilte, das Beste den Kindern gab, während ihre Hände vor Schwäche zitterten. In diesem Moment zerbrach etwas in Leonardos Innerem. Bleiben Sie bis zum Schluss dran, um zu erfahren, wie ein einfacher Akt der Güte 4 Leben für immer veränderte. Leonardo spazierte über den Berner Bärenplatz, so wie er es in den letzten 2 Monaten jeden Nachmittag getan hatte. Seine italienischen Lederschuhe traten auf dem grauen Pflaster auf, während die Novembersonne lange Schatten zwischen den Bäumen warf. Die Hände hatte er in den Taschen seiner dunkelbraunen Anzughose vergraben, und sein weißes Leinenhemd war leicht zerknittert, etwas Undenkbares, noch vor Monaten, als sein Vater noch lebte. Don Roberto war am September verstorben und hatte eine riesige Leere am Herzen seines einzigen Sohnes hinterlassen. 39 Jahre lang hatte Leonardo sein Immobilienimperium mit eiserner Disziplin aufgebaut, doch er hatte nie gelernt, Brücken zu den Menschen zu bauen. Sein Vater pflegte immer zu sagen: Mein Sohn, geh auf die Straße und höre dem echten Leben zu, denn Geld kann dir alles geben, außer Menschlichkeit. Diesem letzten Wunsch folgend wanderte Leonardo nun zwischen Maroni-Ständen, Fußball spielenden Kindern und Hand in Hand gehenden Paaren umher. Er beobachtete alles mit der Distanz dessen, der durch dickes Glas blickt. Der Lärm der Stadt umgab ihn, berührte ihn aber nicht, als wäre er ein Geist unter den Lebenden. An diesem Mittwochnachmittag lag ein gemischter Duft in der Luft. Frisch gebackenes Brot und feuchte Erde vom Gartengießen. Leonardo blieb vor dem zentralen Brunnen stehen, wo das Wasser in kreisförmigen Kaskaden herabfiel und eine stetige Melodie erzeugte. Einen Moment lang schloss er die Augen und versuchte, sich mit etwas zu verbinden, das er nicht definieren konnte. Seine Gedanken wanderten zu Erinnerungen an seinen Vater Pirms am Spital, dessen schwache, aber feste Stimme ihm sagte, er solle aufhören, wie eine Maschine zu leben. Er hatte 3 Geschäftshäuser, 2 Wohnsiedlungen und ein 7-stelliges Bankkonto geerbt, doch nichts davon füllte die Leere, die er jeden Morgen beim Aufwachen spürte. Er öffnete die Augen und setzte seinen gewohnten Weg in den östlichen Teil des Platzes fort, wo die Bäume dichter waren und weniger Menschen waren. Er brauchte Stille, auch wenn diese Stille ihn langsam umbrachte. Sein Therapeut hatte ihm gesagt, Trauer brauche Zeit, doch Leonardo wusste nicht, wie er den Schmerz verarbeiten sollte, da er sein ganzes Leben lang Emotionen vermieden hatte. Als er den Kiesweg entlang bog, erregte etwas unerwartet seine Aufmerksamkeit. Auf einer abgelegenen Bank, am Schatten einer riesigen Esche, saß eine junge Frau mit 2 kleinen Kindern. Das erste, was ihm auffiel, war, wie dünn sie aussah, mit hängenden Schultern und leicht gekrümmtem Rücken. Sie trug ein einfaches olivgrünes Kleid, das bessere Tage gesehen hatte, und einen beigefarbenen Pullover, der ihr zu groß war. Die Kinder, ein etwa 8-jähriger Junge und ein kleineres Mädchen, trugen saubere, aber abgetragene Kleidung. Die Frau hielt eine weiße Thermosbox auf ihren Beinen und teilte den Inhalt mit einem Plastiklöffel in 3 ungleiche Portionen. Leonardo verlangsamte seine Schritte, ohne zu wissen warum. Irgendetwas an dieser Szene fesselte ihn. Er sah, wie sie das Essen auf Einwegtellern servierte, 2 großzügige Portionen für die Kinder und eine winzige für sich selbst. Die Kleinen aßen mit offensichtlichem Appetit, während sie kaum einen Bissen zu sich nahm. Ihre Hände zitterten leicht, als sie den Löffel zum Mund führte. Leonardo blieb einige Meter entfernt wie gelähmt stehen und beobachtete die Szene vom Wegesrand aus. Die Frau hatte ihn nicht bemerkt, da sie sich ganz auf ihre Kinder konzentrierte und darauf achtete, dass sie gut aßen. Der ältere Junge, mit ungleichmäßig geschnittenem schwarzem Haar, sagte seiner kleinen Schwester etwas, das sie zum Lächeln brachte. Es war ein schwaches, aber echtes Lächeln. Leonardo spürte ein Engegefühl in der Brust, das er seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters. Wenn du jemanden kämpfen siehst, schau nicht weg wie ein Feigling. Jahrzehntelang war er genau das gewesen. Ein emotionaler Feigling, der es vermied, sich in den Schmerz anderer einzumischen. Er hatte so hohe Mauern gebaut, dass nicht einmal er selbst darüber hinwegsehen konnte. Doch jetzt, vor dieser unbekannten Familie stehend, begann etwas in seinem Inneren zu zerbrechen. Die Frau hob den Blick zum Himmel, als würde sie mit jemand Unsichtbarem sprechen, und Leonardo konnte die zurückgehaltenen Tränen in ihren Augen sehen. Es waren keine Tränen des Selbstmitleids, sondern die einer Mutter, die darum kämpfte, ihre Würde vor ihren Kindern zu bewahren. Er war kurz davor, weiterzugehen, seine leere Routine fortzusetzen
und in sein dreistöckiges Haus in einem vornehmen Quartier am Zürichsee zurückzukehren. Doch dann taumelte die Frau leicht und legte sich eine Hand an die Stirn. Die Kinder sahen sie erschrocken an, und der Ältere nahm ihren Arm besorgt. Leonardo sah, wie sie sich bemühte zu lächeln und sie mit Worten beruhigte, die er nicht hören konnte. Er atmete tief ein und versuchte, das Zittern zu kontrollieren, das seinen Körper durchfuhr. Er wusste, dass sich vor seinen Augen etwas sehr Ernstes abspielte. Der Nachmittag nahm seinen normalen Lauf um sie herum. Paare spazierten, Verkäufer boten ihre Waren an, Tauben pickten Krümel vom Boden. Doch auf dieser Bank, am Schatten der Esche, spielte sich eine stille Tragödie ab, die niemand sonst zu bemerken schien. Leonardo ballte die Fäuste in seinen Taschen und machte den ersten Schritt auf sie zu. Zum ersten Mal seit 2 Monaten spürte er, dass sein Leben am Begriff war, einen Sinn jenseits des Geldes zu bekommen. Leonardo näherte sich langsam der Bank. Sein Herz schlug so heftig, dass er es in den Ohren pochen hörte. Er wusste nicht genau, was er sagen oder wie er es tun sollte. Er wusste nur, dass er nicht tatenlos zusehen konnte. Die Frau versuchte immer noch, ihre kleine Portion zu essen, während die Kinder ihre Teller leerten. Der ältere Junge hatte seine Anwesenheit bemerkt und sah ihn misstrauisch an. Die Art Blick, die Kinder entwickeln, die zu früh gelernt haben, für sich selbst zu sorgen. Leonardo räusperte sich, als er 2 Meter entfernt stand. Die Frau hob überrascht den Blick, und er konnte ihre goldbraunen Augen aus der Nähe sehen, voller Müdigkeit, aber auch mit einem Funken unerschütterlicher Würde. Ihr Gesicht war zart, aber gezeichnet von schlaflosen Nächten, und ihre hellbraune Haut war blass vor Unterernährung. Leonardo suchte in Gedanken nach den richtigen Worten, doch alle klangen unbeholfen oder herablassend. Schließlich sagte er mit leiserer Stimme als gewöhnlich: »Entschuldigen Sie, Madame, verzeihen Sie, dass ich mich einmische. Aber geht es Ihnen gut?« Carina sah ihn eindringlich an und versuchte, seine Absichten zu entschlüsseln. Sie hatte in ihren Jahren als Haushaltshilfe gelernt, Menschen zu lesen. Und dieser Mann schien keine bösen Absichten zu haben, obwohl seine teure Kleidung und seine glänzenden Schuhe ihn in eine völlig andere Welt als ihre einordneten. Sie richtete sich auf der Bank auf und zog ihren beigefarbenen Pullover zurecht, als wollte sie sich besser präsentieren. Ihre Lippen zitterten leicht, bevor sie antwortete: »Es geht uns gut, Herr, danke der Nachfrage.« Leonardo bemerkte, wie ihre Stimme am Ende des Satzes brach und wie ihre Knöchel weiß wurden, als sie den Plastiklöffel fester umklammerte. Der ältere Junge rückte näher an seine Mutter heran, schützend, während die kleine Leonardo mit kindlicher Neugier beobachtete. »Entschuldigen Sie, dass ich darauf bestehe«, fuhr er fort und versuchte, so wenig aufdringlich wie möglich zu klingen, »aber ich sehe, wie Sie zittern, und das beunruhigt mich. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Brauchen Sie, dass ich jemanden anrufe?« Der Nachmittag wurde kühler, und eine sanfte Brise bewegte die Blätter der Esche über ihren Köpfen. Carina schüttelte den Kopf und behielt jenes höfliche Lächeln bei, das sie perfektioniert hatte, um ihre Verzweiflung zu verbergen. »Wirklich, Herr, es geht uns gut«, wiederholte sie mit mehr Festigkeit, obwohl ihr Körper das Gegenteil verriet. »Ich vertraue darauf, dass Gott sich um uns kümmern wird. Das hat er immer getan.« Leonardo spürte die Überzeugung in ihren Worten, aber auch die Zerbrechlichkeit ihres physischen Zustands. Er war kein religiöser Mann, aber er respektierte den Glauben anderer, besonders wenn er das Einzige zu sein schien, was diese Frau aufrechterhielt. Er blieb stehen und fühlte sich nutzlos mit all seinem Geld und seinen Besitztümern. Was nützte es, so viel zu haben, wenn er jemandem nicht helfen konnte, der es offensichtlich brauchte? »Wann haben Sie das letzte Mal richtig gegessen?« fragte er direkt, ohne Umschweife. Carina senkte ihren Blick, verlegen. Julian ballte die Fäuste, wollte seine Mutter verteidigen, wusste aber nicht wie. Camila legte ihren leeren Teller weg und klammerte sich an Carinas Arm, die Spannung in der Luft spürend. »Ich habe heute Morgen gegessen«, log Carina, obwohl beide wussten, dass es nicht stimmte. Leonardo seufzte und fuhr sich mit einer Hand durch sein dunkelbraunes Haar. Er wollte gerade weiter darauf bestehen, als etwas Schreckliches geschah. Camila ließ den Arm ihrer Mutter los und glitt von der Bank zu Boden. Alles geschah in Zeitlupe. Das Mädchen versuchte einen Schritt zu machen, doch ihre Beine versagten, ihre Augen schlossen sich und ihr kleiner Körper sackte auf den Kiesweg zusammen. Carina schrie ihren Namen voller Verzweiflung und ließ die Thermosbox fallen, die auf dem Pflaster aufprallte und die letzten Reste des Reis verschüttete. Julian stürzte zu seiner Schwester und rief panisch: »Camila, Camila!« Leonardo reagierte instinktiv, kniete sich neben das Mädchen und tastete mit zitternden Fingern nach ihrem Puls am Hals. Ihr Herz schlug, aber schwach. Die Kleine hatte trockene, rissige Lippen und ihre Haut war kalt. »Sie ist ohnmächtig«, rief Leonardo aus, während ein Adrenalinstoß seinen Körper durchfuhr. Carina zitterte unkontrolliert und versuchte, ihre Tochter hochzuheben, während Tränen über ihre Wangen liefen. »Mein Kind, mein Gott, mein Kind!« Julian weinte, klammerte sich an den Rücken seiner Mutter,
verängstigt. Die Szene zog die Aufmerksamkeit einiger Anwesender auf sich, die sich näherten, um zu fragen, was los sei. Leonardo traf in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung. Ohne um Erlaubnis zu bitten, hob er Camila vorsichtig in seine Arme. Das Mädchen wog erschreckend wenig für ihr Alter. »Wir fahren sofort ins Spital«, befahl er mit einer Autorität, die keinen Widerspruch zuließ. Carina sah ihn mit geweiteten Augen an, zwischen Angst und Hoffnung. »Aber Herr, ich habe kein Geld für.« »Das Geld spielt keine Rolle«, unterbrach Leonardo sie, schon rasch zum Ausgang des Platzes gehend, wo er seinen silbergrauen Mercedes-SUV geparkt hatte. »Kommen Sie schnell mit.« Carina nahm Julians Hand und rannte ihm mit gebrochenem Herzen und zitternden Beinen hinterher. Leonardo ortete sein Fahrzeug, entriegelte es mit der Fernbedienung und öffnete die Hecktür. Er legte Camila behutsam auf den Sitz, während Carina und Julian schnell einstiegen. Er setzte sich ans Steuer, startete den Motor und fuhr mit kontrollierter, aber dringender Geschwindigkeit vom Parkplatz. Das nächste Privatspital war 10 Minuten entfernt, doch jede Sekunde zählte. Carina umarmte Camila auf dem Rücksitz und murmelte Gebete mit gebrochener Stimme. Julian weinte still, wischte sich die Tränen mit dem schmutzigen Handrücken ab. Leonardo fuhr mit zusammengebissener Kiefer und festen Händen am Lenkrad. Und während die Straßen der Stadt Bern schnell am Fenster vorbeizogen, ahnte keiner der vier, dass dieser Moment der Panik der Beginn von etwas war, das ihr Leben für immer verändern würde. Leonardos SUV durchquerte die Straßen des Berner Stadtzentrums wie ein silberner Pfeil Ipime am Feierabendverkehr. Er fuhr über gelbe Ampeln, umfuhr Lastwagen und beschleunigte auf Alleen, die er seit Jahren vom Aufbau seiner Geschäfte in dieser Stadt in- und auswendig kannte. Auf dem Rücksitz hielt Carina Camila an ihre Brust gepresst und spürte den schwachen Atem ihrer Tochter an ihrem Hals. Julian klebte am Fenster, die Augen rot vom vielen Weinen und die Hände zu Fäusten geballt auf seinen Beinen. Leonardo blickte alle paar Sekunden in den Rückspiegel, um den Zustand der Kleinen zu überprüfen. »Halt durch, Prinzessin, wir sind fast da«, murmelte er zwischen den Zähnen, auch wenn er nicht sicher war, ob sie ihn hören konnte. Sein Verstand arbeitete auf Hochtouren. Er kannte Dr. Meyer, den Direktor der Hirslanden Klinik, eines der besten Privatspitäler der Stadt. Er hatte ihr am Vorjahr Geld für deren neue Kinderstation gespendet. Das musste doch etwas zählen. Seine Hände schwitzten auf dem Lederlenkrad, als er in die Monbijou-Straße einbog. 7 Minuten waren vergangen, seit sie den Platz verlassen hatten. Noch 3 Minuten, dann wären sie in der Notaufnahme. Das Spital erschien vor ihnen wie eine Festung aus Glas und weißem Beton, imposant und modern. Leonardo bremste mit einem Quietschen der Reifen vor dem Notfalleingang, ohne sich darum zu kümmern, dass er den Weg blockierte. Er sprang aus dem Fahrzeug, öffnete die Hecktür und streckte die Arme aus. »Lassen Sie mich Sie tragen«, sagte er zu Carina mit Entschlossenheit. Sie sah ihn einen Moment lang zweifelnd an, doch die Dringlichkeit überwand jedes Bedenken. Sie übergab ihm Camila, die immer noch bewusstlos war, den Kopf zur Seite hängend. Leonardo hielt sie vorsichtig und rannte zu den automatischen Türen, die sich mit einem sanften Zischen öffneten. Die Klimaanlage ihr am Inneren schlug ihm zusammen mit dem charakteristischen Geruch nach Desinfektionsmittel und Alkohol entgegen. »Ich brauche sofort einen Arzt«, rief er zum Empfangstresen, wo eine Krankenschwester in rosafarbener Uniform alarmiert aufblickte. Carina und Julian kamen hinter ihm herein, verängstigt vom hellen Schein der Neonlichter und der unbekannten Umgebung. Die Krankenschwester drückte einen Notfallknopf, und in Sekundenschnelle erschienen 2 Sanitäter mit einer fahrbaren Trage. Leonardo legte Camila mit zitternden Händen auf die gepolsterte Fläche. »Was ist passiert? Wie lange ist sie schon bewusstlos?« fragte einer der Sanitäter, während er Camilas Pupillen mit einer kleinen Taschenlampe überprüfte. Leonardo sah Carina an, die mit stockender Stimme vortrat. »Sie ist vor etwa 10 Minuten ohnmächtig geworden.« »Sie hat seit Tagen nicht richtig gegessen.« Der Sanitäter nickte ernst und begann, die Trage nach innen zu schieben. »Kommen Sie mit«, wies Leonardo Carina und Julian an, dem schnellen Tempo der Räder auf dem glänzenden Boden folgend. Sie gingen durch einen Korridor voller geschlossener Türen, heller Lichter und dem konstanten Geräusch elektronischer Monitore. Carina drückte Julians Hand so fest, dass der Junge das Gesicht verzog, sich aber nicht beschwerte. Sie erreichten einen Notfallraum, wo bereits eine junge Ärztin Birve am weißen Kittel mit einem Stethoskop um den Hals wartete. »Schwere Unterernährung«, sagte der Sanitäter, während sie Camila auf ein Spitalbett verlegten. Die Ärztin begann Kabel anzuschließen und eine Sauerstoffmaske auf das blasse Gesicht des Mädchens zu legen. Carina bedeckte ihren Mund, um nicht zu schreien. Leonardo trat an den internen Schalter, wo eine Sachbearbeiterin mit Brille ihn erwartungsvoll ansah. »Ich brauche, dass sie sofort behandelt wird, koste es, was es wolle«,
erklärte er mit fester Stimme und zog sein Lederportemonnaie aus der Gesäßtasche. Alle nötigen Untersuchungen, die bestmögliche Behandlung, ich übernehme alle Kosten. Die Frau blinzelte überrascht, nickte aber professionell. Ich brauche Ihre Daten und dann, unterbrach Leonardo sie. Zuerst stabilisieren Sie das Kind. Hier ist mein Ausweis und meine Kreditkarte. Belasten Sie, was nötig ist. Er reichte ihr eine goldene Karte, die die Sachbearbeiterin vorsichtig nahm, als wäre sie aus Glas. Carina beobachtete die Szene von der anderen Seite des Glases, das den Wartebereich vom Notfallbereich trennte, und konnte nicht glauben, was geschah. Dieser Mann, dieser völlig Unbekannte, bezahlte die medizinische Versorgung ihrer Tochter, ohne auch nur ihren Namen zu kennen. Die Tränen stiegen ihr wieder in die Augen. Doch diesmal waren es nicht nur Tränen der Angst, sondern auch überwältigender Dankbarkeit. Julian klammerte sich an ihre Hüfte und versteckte sein Gesicht in dem olivgrünen Kleid seiner Mutter. 30 Minuten vergingen, die sich wie 30 Stunden anfühlten. Die Ärztin kam schließlich aus dem Notfallraum, zog mit müdem, aber beruhigendem Gesichtsausdruck ihre Latexhandschuhe aus. Leonardo stand sofort auf, gefolgt von Carina, die fast über ihre eigenen Füße stolperte. Das Mädchen ist stabil, verkündete die Ärztin mit professioneller, aber freundlicher Stimme. Sie hat akute Mangelernährung und schwere Dehydration. Wir haben ihr Infusionen gegeben und überwachen ihre Vitalfunktionen. Sie muss mindestens 3 Tage am Spital bleiben, um sich zu erholen und damit wir alle nötigen Untersuchungen durchführen können. Carina atmete einen so tiefen Seufzer der Erleichterung aus, dass ihre Knie fast nachgaben. Leonardo hielt sie instinktiv am Arm fest. »Kann ich Sie sehen?« fragte Carina mit zitternder Stimme. Die Ärztin nickte. »Ja, kommen Sie herein. Sie ist wach und fragt nach Ihnen.« Mutter und Sohn betraten fast rennend das Zimmer, wo Camila in einem weißen Bett lag, mit einer Infusionsnadel in ihrem dünnen Ärmchen und der Sauerstoffmaske noch immer auf der Nase. Ihre Augen leuchteten, als sie sah. »Mami«, flüsterte sie schwach. Carina beugte sich über sie, küsste ihre Stirn immer wieder, während Julian die freie Hand seiner Schwester nahm. Leonardo beobachtete von der Tür aus mit einem Kloben am Hals und verstand in diesem Moment, dass das Geld, das er über Jahre angehäuft hatte, endlich einen echten Zweck hatte, Leben zu retten. 2 Stunden später, als Camila ruhig unter dem Einfluss der Medikamente und mit besserer Gesichtsfarbe schlief, lud Leonardo Carina zu einem Café in die Cafeteria des Spitals ein. Julian war auf einem Stuhl neben dem Bett seiner Schwester eingeschlafen, erschöpft vom Schrecken und den Emotionen. Sie fuhren am stillen Lift in den 1. Stock hinunter, ohne sich direkt anzusehen, aber bewusst der seltsamen Verbindung, die sich gerade zwischen 2 Unbekannten gebildet hatte. Die Cafeteria war ein großer Raum mit hellen Holztischen und Fenstern, die zum inneren Spitalgarten führten. Leonardo bestellte 2 Kaffees und ein süßes Gebäck, das Carina mit offensichtlichem Hunger, aber ohne es zu wagen, es zu berühren, ansah. Er schob den Teller sanft zu ihr hinüber. »Bitte essen Sie, Sie müssen zu Kräften kommen.« Carina zögerte kaum eine Sekunde, bevor sie das Gebäck mit zitternden Fingern nahm und einen kleinen Bissen davon abbiss. Der süße Geschmack explodierte in ihrem Mund, nachdem sie tagelang kaum etwas gegessen hatte. Leonardo trank seinen schwarzen Kaffee, beobachtete sie diskret, gab ihr Raum, blieb aber präsent. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll für das, was Sie für uns getan haben«, begann Carina nach dem Schlucken, mit Augen, die vor zurückgehaltenen Tränen glänzten. »Sie kennen mich nicht, Sie kennen uns nicht. Und trotzdem«, ihre Stimme brach, und sie musste innehalten, um tief durchzuatmen. Leonardo schüttelte den Kopf und senkte den Blick auf seine Kaffeetasse. »Sie müssen mir für nichts danken. Ich habe getan, was jeder anständige Mensch tun würde.« Doch beide wussten, dass das nicht stimmte. In dieser Stadt, wie in allen anderen, gingen die Leute jeden Tag am Leid anderer vorbei. Er war 39 Jahre lang einer von ihnen gewesen. Carina aß das Gebäck auf und trank einen Schluck Kaffee, spürte, wie die Wärme ihrem erschöpften Körper etwas Leben zurückgab. Leonardo räusperte sich und suchte nach den richtigen Worten. »Entschuldigen Sie, wenn das aufdringlich klingt, aber was ist Ihnen passiert? Sie müssen es mir nicht erzählen, wenn Sie nicht wollen, aber vielleicht kann ich irgendwie helfen.« Carina sah ihn zum ersten Mal aufmerksam in die Augen. Sie sah Müdigkeit in diesem Blick, aber auch echte Güte. Etwas in ihrem Inneren sagte ihr, dass sie vertrauen konnte. Und dann, mit stockender Stimme und Pausen, um das Weinen zu kontrollieren, erzählte Carina ihm ihre ganze Geschichte. Sie sprach über ihre Arbeit als Haushaltshilfe, die Häuser wohlhabender Familien in einem schicken Viertel am Zürichsee reinigte, für 250 Franken am Tag. Sie erzählte ihm, dass sie 5 feste Kundinnen gehabt hatte, bis vor einem Monat, als Camila mit ständigem Fieber und einem hartnäckigen Husten krank wurde. Sie musste mehrere Tage fehlen, um sich um sie zu kümmern,
sie zur öffentlichen Gesundheitsklinik zu bringen, wo die Warteschlangen stundenlang waren und Medikamente knapp. Die Kundinnen verloren die Geduld. 3 entließen sie sofort, die anderen beiden reduzierten ihre Arbeitstage um die Hälfte. Die Einnahmen fielen von 1.000 Franken wöchentlich auf kaum 300. Das Geld reichte nicht mehr für die Miete des kleinen Zimmers, in dem sie in einem einfachen Quartier lebten. Leonardo hörte schweigend zu, mit angespanntem Kiefer und weißen Knöcheln um die Kaffeetasse. Carina fuhr fort zu erzählen, wie ihre Eltern bei einem Busunfall gestorben waren, als sie 25 war, und sie allein in der Welt mit einem Freund zurückgelassen hatten, der versprochen hatte, sie immer zu unterstützen. Ich wurde schwanger mit Julian, als ich 26 war, fuhr Carina fort und wischte sich eine Träne von der Wange. Fernando, der Vater der Kinder, arbeitete in einer Fabrik. Zuerst war alles gut. Wir waren arm, aber glücklich. Dann wurde Camila geboren und die Dinge wurden schwierig. Er kam immer später, manchmal gar nicht. Er sagte, er mache Doppelschichten, aber ich wusste, dass er log. Ihre Stimme wurde härter bei der Erinnerung. Eines Morgens vor 2 Jahren wachte ich auf und er war nicht da. Ich sah ihn am Schrank nach und all seine Kleidung war verschwunden. Er ging, ohne etwas zu sagen, ohne Geld zu hinterlassen, ohne sich von seinen Kindern zu verabschieden. Leonardo spürte Wut in seiner Brust kochen. Was für ein Mann verlässt seine Familie so? Carina atmete tief durch, bevor sie fortfuhr. Danach erfuhr ich, dass er Schulden hinterlassen hatte. Bei einem Elektrogeschäft, einem Pfandleihhaus, sogar beim Laden um die Ecke. Alle kamen zu mir. Ich musste zahlen, was ich konnte, damit sie mich nicht verklagten. Ich verlor meine Ersparnisse, die wenigen Möbel, die wir hatten, alles. Sie machte eine lange Pause und blickte aus dem Fenster in den Garten, wo die Nachtlichter zu leuchten begannen. Seitdem ist es ein Überleben von Tag zu Tag, schloss Carina mit müder, aber fester Stimme. Ich arbeite, wo ich etwas finde, kümmere mich so gut ich kann um meine Kinder und bitte Gott um Kraft, weiterzumachen. Heute waren wir auf dem Platz, weil sie uns aus dem Zimmer geworfen haben, das wir gemietet hatten. Der Vermieter hatte es satt, auf die verspätete Zahlung zu warten. Diese Thermosbox, die wir dabei hatten, war das Einzige, was wir seit 2 Tagen gegessen hatten. Leonardo schloss die Augen und schämte sich seiner eigenen Probleme, die nun bedeutungslos erschienen. Er trauerte um seinen Vater, während diese Frau buchstäblich darum kämpfte, ihre Kinder am Leben zu erhalten. Als er die Augen öffnete, stand sein Entschluss fest. Er beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf den Tisch und sah sie intensiv an. »Hören Sie, Carina, mein Name ist übrigens Leonardo.« Sie nickte schwach. »Was ich Ihnen vorschlagen werde, mag vielleicht seltsam klingen, aber ich bitte Sie, darüber nachzudenken. Ich habe ein großes Haus, viel zu groß für mich allein. Es hat nur leere Zimmer, die niemand benutzt. Ich möchte, dass Sie und Ihre Kinder dort bleiben, während Camila sich vollständig erholt, ohne Miete zu zahlen, ohne Verpflichtung. Bleiben Sie einfach, bis die Dinge besser werden.« Die darauf folgende Stille war so tief, dass sie das Schlagen ihrer eigenen Herzen hören konnten. Carina starrte Leonardo an, als hätte er in einer anderen Sprache gesprochen. Ihr Verstand versuchte zu verarbeiten, was sie gerade gehört hatte, während ihr Herz in ihrer Brust raste. Dieser Mann, dieser Unbekannte, der wie ein Engel auf dem Platz erschienen war, bot ihr ein Dach über dem Kopf an, ohne etwas dafür zu verlangen. Jahrelang hatte sie Musik gelernt, dass nichts am Leben umsonst ist, dass hinter jeder Gefälligkeit immer ein versteckter Preis steckt. Doch als sie in Leonardos Augen blickte, sah sie nur Aufrichtigkeit und eine tiefe Traurigkeit, die sie erkannte, weil sie selbst sie jeden Tag mit sich trug. »Herr Leonardo, ich kann so etwas nicht annehmen«, murmelte sie und senkte ihren Blick auf ihre zitternden Hände auf dem Tisch. »Ich kenne Sie nicht. Sie kennen mich nicht. Warum sollten Sie so etwas für uns tun?« Leonardo fuhr sich mit einer Hand durchs Haar und suchte nach den richtigen Worten. »Weil mein Vater mir beigebracht hat, dass Geld ohne Sinn nur Papier ist. Weil ich seit 2 Monaten über diesen Platz laufe und das Gefühl habe, dass mein Leben keinen Sinn hat. Und weil ich heute, als ich Sie mit Ihren Kindern sah, verstand, dass Gott mich vielleicht dorthin gestellt hat, um Ihnen zu helfen.« Seine Stimme brach leicht, als er seinen Vater erwähnte. Carina hob den Blick und spürte heiße Tränen über ihre Wangen rollen. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, flüsterte sie und wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. »Mein ganzes Leben lang musste ich alleine kämpfen, Kraft schöpfen, wo keine war, und jetzt erscheinen Sie wie ein Wunder.« Leonardo schüttelte sanft den Kopf. »Ich bin kein Wunder, Carina. Ich bin nur ein Mann, der viel hat und nie wusste, wie man es teilt. Bis jetzt. Das Haus ist leer. Es hat 4 Zimmer, die niemand benutzt. Es gibt Essen am Kühlschrank, das ich am Ende wegwerfe, weil ich nicht alles essen kann. Es hat einen Garten, in dem die Kinder spielen können. Bitte, nehmen Sie es an. Zumindest, bis Camila vollständig genesen ist und Sie in Ruhe nach Arbeit suchen können.« Er machte eine Pause und wog seine Worte. »Ich verlange nichts am Gegenzug,
nur dass Sie mich helfen lassen. Das Geräusch von Kaffeetassen, die auf andere Tische gestellt wurden, füllte die Stille zwischen ihnen. Carina schloss die Augen und dachte an Julian, der erschöpft auf dem Spitalstuhl schlief, an Camila, die an Infusionen hing, weil ihr Körper keine Kraft hatte. Sie dachte an die kalten Nächte, die sie auf den Straßen erwarteten, wenn sie diese Hilfe nicht annahm. Und schließlich dachte sie, dass Gott ihre Gebete vielleicht doch erhörte. »Gut«, sagte Carina mit zitternder, aber entschlossener Stimme. »Ich nehme Ihre Hilfe an, aber nur vorübergehend. Sobald ich Arbeit finde und Geld gesammelt habe, werden wir gehen. Ich möchte niemandem zur Last fallen.« Leonardo spürte eine tiefe Erleichterung durch seinen Körper strömen. »Sie sind keine Last. Am Gegenteil. Sie tun mir einen Gefallen, indem Sie dieses Haus mit Leben füllen.« Er streckte seine Hand über den Tisch, und Carina drückte sie fest, um eine Vereinbarung zu besiegeln, von der keiner der beiden ahnte, wie sehr sie ihre Schicksale verändern würde. 3 Tage später, als Camila mit Anweisungen für Ruhe und ausgewogene Ernährung aus dem Spital entlassen wurde, kam Leonardo mit seinem SUV, um sie nach Hause in sein Haus in einem vornehmen Quartier am Zürichsee zu bringen. Carina trug eine Plastiktüte mit den wenigen Habseligkeiten, die sie gerettet hatten, 2 Garnituren Kleidung für jedes Kind, eine gemeinsame Zahnbürste und ein zerknittertes Foto ihrer Eltern. Es war alles, was ihnen in der Welt geblieben war. Julian war still und blickte aus dem Fenster, wie sich die Stadt von einfachen Quartieren zu Vierteln mit riesigen Häusern und perfekten Gärten wandelte. Camila klammerte sich an ihre Mutter, immer noch schwach, aber mit leuchtenden Augen voller Neugier. Leonardos Haus war ein 2-stöckiges Gebäude mit einer Fassade aus grauem Naturstein und großen Fenstern, die das Sonnenlicht hereinließen. Es hatte einen Vorgarten mit makellosem grünem Rasen und ein elektrisches Tor, das sich mit einem Knopfdruck öffnete. Carina hielt den Atem an, als sie den runden Eingang mit einem Steinbrunnen in der Mitte sah. Sie war noch nie in einem solchen Haus gewesen, sie hatte sie nur von außen gereinigt. Leonardo parkte den SUV und lud sie mit einer freundlichen Geste zum Aussteigen ein. »Willkommen«, sagte er einfach und öffnete die geschnitzte Holztür. Das Innere war noch beeindruckender, beige Marmorböden, eine breite Treppe mit einem schmiedeeisernen Geländer, ein Wohnzimmer mit kaffeebraunen Ledermöbeln und eine riesige Küche, die Carina vom Eingang aus sehen konnte. Alles war makellos sauber, aber seltsamerweise leer, als würde niemand wirklich dort leben. »Ich habe 2 Zimmer am 2. Stock für Sie vorbereitet«, erklärte Leonardo und führte sie die Treppe hinauf. »Eines für Sie, Carina, und eines für die Kinder. Sie haben ein eigenes Bad und Einbauschränke. Wenn Sie etwas anderes brauchen, sagen Sie es mir einfach.« Er öffnete die erste Tür und enthüllte ein Zimmer mit einem Doppelbett, einem Holzschreibtisch und einem Fenster mit Blick auf den hinteren Garten. Julian und Camila rannten in das 2. Zimmer und schrien vor Aufregung, als sie 2 Einzelbetten mit orangegrünen Steppdecken, einen kleinen Schreibtisch und ein Regal voller Kinderbücher sahen. »Mami, schau, wir haben jeder ein eigenes Bett«, rief Julian mit einem riesigen Lächeln, das Carina seit Monaten nicht mehr auf seinem Gesicht gesehen hatte. Camila kletterte auf eines der Betten und hüpfte sanft, lachend mit einer reinen Freude, die Carinas Augen wieder mit Tränen füllte. Leonardo beobachtete von der Tür aus, die Hände in den Taschen, und spürte eine Wärme in der Brust, die er seit dem Tod seines Vaters nicht mehr erlebt hatte. An diesem Abend, nachdem Leonardo in der Küche Pasta mit Tomatensauce und Poulet zubereitet hatte, saßen die 4 am Esstisch. Es gab einen Teller für jeden, Gläser mit Orangensaft und Stoffservietten. Julian blickte mit leuchtenden Augen auf seinen vollen Teller, konnte kaum glauben, dass all dieses Essen für ihn war. Als alle anfingen zu essen, drehte sich der Junge zu seiner Schwester um und sagte mit aufgeregter Stimme: »Schau mal, Schwesterchen, es gibt für jeden von uns einen Teller voll Essen.« Sowohl Leonardo als auch Carina sahen sich mit Tränen in den Augen an und verstanden, dass sie gerade einen Moment miterlebt hatten, den keiner von ihnen jemals vergessen würde. Die folgenden Wochen brachten eine neue und seltsame Routine für alle. Wenn Ihnen diese Geschichte gefällt, vergessen Sie nicht, diesem Video ein Gefällt mir zu geben. Gott segne Ihren Tag mit Frieden und Freude. Leonardo ging früh zur Arbeit, um seine Immobilien und Geschäfte zu überwachen, kehrte aber jeden Nachmittag mit einer Einkaufstasche voller Obst, Gemüse und Fleisch zurück, die Carina mit überraschender Geschicklichkeit in der Küche zubereitete. Sie bestand vom ersten Tag an darauf, in irgendeiner Weise beizutragen, und so kümmerte sie sich um das Kochen, Putzen und die Instandhaltung des Hauses, obwohl Leonardo ihr ständig wiederholte, dass es nicht nötig sei. Julian begann, seine Schularbeiten am Schreibtisch in seinem Zimmer zu erledigen und holte das verlorene Jahr mit neuen Heften auf, die Leonardo kaufte, ohne dass jemand ihn darum bitten musste. Camila nahm an Gewicht zu und bekam wieder Farbe in den Wangen, rannte am Garten herum, jagte Schmetterlinge und lachte auf eine Weise,
die ihre Mutter nie wieder zu hören geglaubt hatte. Das Haus, das monatelang tot gewesen war, vibrierte nun mit Stimmen, Gelächter und dem Duft von hausgemachtem Essen. Leonardo stellte fest, dass er es genoss, nach Hause zu kommen und zu wissen, dass jemand auf ihn wartete. Er aß nicht mehr allein vor dem ausgeschalteten Fernseher zu Abend. Jetzt teilte er am Tisch einfache Gespräche über den Schultag der Kinder oder die Rezepte, die Carina von ihrer Mutter gelernt hatte. Eines Nachmittags Mitte Dezember kam Leonardo früher als gewöhnlich und fand Carina am Wohnzimmer beim Handnähen. Das goldene Licht des Sonnenuntergangs fiel durch das Panoramafenster und beleuchtete ihr konzentriertes Profil. Sie hörte ihn nicht hereinkommen, weil sie in ihre Arbeit vertieft war und die Nadel präzise und zart bewegte. Leonardo blieb am Eingang stehen und beobachtete, fasziniert von der Geschicklichkeit ihrer Hände. Auf dem Sofa lag ausgebreitet, was wie ein pfirsichfarbenes Kleid mit zarten Stickereien am Ausschnitt aussah. »Was machst du da?« fragte er mit aufrichtiger Neugier. Carina zuckte erschrocken zusammen und legte sich eine Hand auf die Brust. »Oh, Leonardo, ich habe dich nicht kommen hören.« Sie errötete leicht und legte den Stoff auf ihren Schoß. »Das ist nur etwas, was ich mache, um beschäftigt zu bleiben. Früher habe ich Kleider genäht, um sie auf dem Sonntagsmarkt zu verkaufen.« Leonardo näherte sich interessiert und ging um das Sofa herum, um es besser zu sehen. Das Kleid war wunderschön, mit sauberen Abschlüssen und einem eleganten Design, das er bei einem handgemachten Stück nicht erwartet hätte. »Das hast du gemacht?« fragte er überrascht und berührte den Stoff sanft. Carina nickte schüchtern. »Ich habe mit meiner Mutter nähen gelernt, als ich 12 war«, erklärte Carina, während ihre Finger die Stickerei liebevoll streichelten. Sie hat Kleider für 15-Jährige und Bräute gemacht. Ich habe ihr nach der Schule geholfen. Als sie starb, nähte ich weiter, weil es die einzige Möglichkeit war, sie nah bei mir zu fühlen. Sie machte eine Pause und blickte das Kleid nostalgisch an. Ich habe meine Stücke sonntags auf der Guadalupe-Messe verkauft. Ich habe nicht viel verdient, 50 oder 100 Franken pro Kleid, weil die Leute ziemlich viel gehandelt haben. Aber es gefiel mir, die Mädchen etwas tragen zu sehen, das ich mit meinen Händen gemacht hatte. Leonardo setzte sich neben sie auf das Sofa und verarbeitete diese neue Information. »Warum hast du damit aufgehört?« Carina seufzte Musik traurig, weil man zum Nähen Stoffe, Fäden, Knöpfe, Reißverschlüsse kaufen muss. Das alles kostet Geld, das ich nicht hatte. Außerdem, ohne ein schönes Schaufenster oder eine Möglichkeit, meine Arbeit bekannt zu machen, kam fast niemand zu meinem Stand. Die Frauen zogen es vor, in den Geschäften am Zentrum zu kaufen, auch wenn sie teurer waren. Sie senkte den Blick, verlegen. »Dieses Kleid mache ich aus Stoffresten, die ich in einem Secondhand-Laden gefunden habe, nur um nicht aus der Übung zu kommen. Auch wenn ich keinen Ort habe, wo ich es verkaufen kann.« Leonardo nahm das Kleid vorsichtig, studierte jeden Stich und jedes Detail der Stickerei. Er war kein Modeexperte, aber er hatte genug Geschäfte aufgebaut, um Qualität zu erkennen, wenn er sie sah. Das war keine Laienarbeit. Es war echtes Talent, das aus Mangel an Möglichkeiten verschwendet wurde. Sein Verstand begann, Möglichkeiten zu entwickeln. »Carina, das ist Kunst, nicht nur ein Kleid. Es ist ein einzigartiges Stück.« Sie sah ihn ungläubig an, daran gewöhnt, dass ihre Arbeit herabgewürdigt wurde. »Wie viele Kleider könntest du in einem Monat machen, wenn du alle Materialien hättest, die du brauchst?« Carina blinzelte, verwirrt von der Frage. »Nun, das hängt vom Design ab, aber vielleicht 8 oder 10, wenn ich mich voll darauf konzentriere.« Leonardo nickte nachdenklich, Musik bereits einen Plan in seinem Kopf schmiedend. »Und wenn du einen geeigneten Arbeitsplatz hättest, eine Werkstatt mit gutem Licht, eine professionelle Nähmaschine, hochwertige Stoffe?« Carinas Augen weiteten sich. »Leonardo, ich weiß nicht, wovon du redest, aber solche Dinge kosten ein Vermögen. Ich könnte niemals.« Er hob eine Hand, um sie zu stoppen. »Was würdest du davon halten, wenn wir das Zimmer unten, das neben dem Garten, in deine Werkstatt verwandeln?« Carinas Herz begann so heftig zu schlagen, dass sie dachte, er könnte es hören. In den nächsten 10 Tagen engagierte Leonardo einen Schreiner, um geräumige Regale in dem leeren Zimmer anzubringen, das Arbeitszimmer seines Vaters gewesen war. Er kaufte eine Brother-Industrienähmaschine, 2 professionelle Schaufensterpuppen, einen großen Schreibtisch zum Entwerfen von Mustern und Stoffrollen in allen erdenklichen Farben, die die Regale bis zur Decke füllten. Er ließ spezielle Lampen mit weißem Licht installieren, die die Farben nicht verfälschen, einen Ganzkörperspiegel und einen drehbaren Kleiderständer für die fertigen Stücke. Carina beobachtete den gesamten Prozess mit den Händen vor dem Mund und konnte nicht glauben, was geschah. »Leonardo, das ist zu viel. Ich kann das nicht annehmen«, wiederholte sie jeden Tag. Doch er lächelte nur und fuhr fort, alles zu organisieren. Als die Werkstatt fertig war, nahm Leonardo sie an die Hand und führte sie zur geschlossenen Tür. »Schließ die Augen«, bat er sie mit einem schelmischen Lächeln, das sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Carina gehorchte mit Herzklopfen,
Er öffnete die Tür und schaltete das Licht an. »Jetzt öffne sie.« Was Carina in diesem Moment sah, ließ ihre Beine zittern und ihr Herz erfüllte sich mit einer so tiefen Liebe, dass sie wusste, diesem Mann niemals das zurückzahlen zu können, was er für sie tat. Die Werkstatt war ein wahr gewordener Traum. Carina trat langsam ein, mit zitternden Händen, berührte jedes Ding, als fürchte sie, alles würde verschwinden. Die Stoffe waren farblich in den Regalen geordnet, Pastelltöne links, leuchtende Farben in der Mitte, gemusterte Stoffe rechts. Die Nähmaschine glänzte unter den weißen Lichtern, neu und perfekt, wartend auf fachkundige Hände, die sie zum Singen bringen würden. Die Schaufensterpuppen standen am Fenster zum Garten, wo morgens großzügiges Tageslicht hereinfiel. Leonardo beobachtete ihr von Emotionen erhelltes Gesicht und spürte eine Genugtuung, die ihm Geld nie zuvor gegeben hatte. »Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll«, flüsterte Carina und drehte sich am Kreis, um jedes Detail aufzunehmen. »Niemand hat je so etwas für mich getan, nicht einmal als meine Eltern lebten, hatte ich einen solchen Arbeitsplatz.« Sie legte die Hände ins Gesicht und begann zu weinen, doch es waren keine Tränen der Traurigkeit, sondern der überwältigenden Dankbarkeit. Leonardo trat näher, zögerte einen Moment, legte ihr aber schließlich sanft eine Hand auf die Schulter. »Du verdienst es, Carina. Dein Talent verdient es, anerkannt zu werden.« Die folgenden Tage widmete sich Carina mit erneuerter Leidenschaft dem Schaffen. Sie wachte vor Sonnenaufgang auf, bereitete das Frühstück für alle zu, brachte Julian zur Schule und schloss sich dann bis zum Nachmittag in ihrer Werkstatt ein. Das Geräusch der Nähmaschine wurde zum Soundtrack des Hauses, ein konstantes Summen, das anzeigte, dass unter diesem Dach Leben und Sinn waren. Leonardo kam von der Arbeit und fand sie umgeben von Papiermustern, mit Stecknadeln zwischen den Lippen und einem zerzausten Pferdeschwanz. Sie zeigte ihm ihre Fortschritte zuerst schüchtern, doch mit den Tagen wurde sie sicherer. »Schau mal, ich habe dieses Kleid für ein 10-jähriges Mädchen fertiggestellt. Findest du es schön?« Leonardo antwortete immer ehrlich: »Es ist wunderschön. Jede Mutter wäre stolz, ihre Tochter so etwas tragen zu sehen.« Und er meinte es ernst. Carinas Kleider hatten etwas Besonderes, eine Wärme, die Massenware niemals haben würde. An einem Samstagmorgen lud Leonardo 3 Freunde aus der Modewelt ein, die er bei Geschäftsveranstaltungen kennengelernt hatte. Sophia, Inhaberin einer Boutique am Zürcher Seefeld, Ricardo, Modefotograf, und Daniela, eine bekannte Stylistin in Zürich. Die 3 kamen neugierig, aber auch skeptisch. Leonardo hatte ihnen von einer talentierten Näherin erzählt, aber keine weiteren Details genannt. Carina empfing sie nervös, wischte sich die schweißnassen Hände an ihrer Schürze ab, während sie zur Werkstatt führte. An den Kleiderständern hingen 8 fertige Kleider, eines Lavendelfarben mit Blumenstickerei, ein weiteres intensives Rot am Meerjungfrauenschnitt, ein mintfarbenes mit Spitze an den Ärmeln, ein senffarbenes Kleid mit Perlmuttknöpfen, ein weinfarbenes mit elegantem Fall, ein korallenfarbenes Kleid mit Falten am Rock, eines in Elfenbein mit goldenen Details und schließlich eines in Smaragdgrün mit V-Ausschnitt. Sophia näherte sich dem lavendelfarbenen Kleid und untersuchte es genau, prüfte die Nähte, die Verarbeitung, die Qualität des Stoffes. Ihr ernster Ausdruck verwandelte sich in echtes Erstaunen. »Das ist handgemacht, oder?« fragte sie und drehte sich zu Carina um. Diese nickte schüchtern, jeder einzelne Stich. Ricardo machte Fotos aus verschiedenen Winkeln, während Daniela den Fall der Stoffe mit fachmännischen Händen prüfte. Die Stille dehnte sich über mehrere Minuten aus, die Carina ewig vorkamen. Schließlich sprach Sophia mit klarer, fester Stimme: »Das ist professionelle Arbeit. Wo haben Sie Design studiert?« Carina senkte den Blick, verlegen. »Ich habe nirgendwo studiert. Ich habe es von meiner Mutter gelernt, seit ich ein Kind war.« Die 3 Besucher tauschten ungläubige Blicke aus. »Sagen Sie mir, Sie haben das alles autodidaktisch gelernt?« fragte Daniela und zeigte auf die Kleider. »Mein Gott, Sie haben ein beeindruckendes Naturtalent.« Ricardo trat an Leonardo heran, der mit verschränkten Armen und einem diskreten Lächeln von der Tür aus zusah. »Freund, das ist Gold. Warum hast du mir diese Frau nicht früher vorgestellt?« Leonardo zuckte die Achseln. »Ich habe sie auch gerade erst entdeckt.« Carina verkaufte ihre Stücke auf dem Flohmarkt für 50 Franken. Sophia verschluckte sich fast an ihrem Kaffee. 50 Franken. Diese Kleider sind in meiner Boutique locker 1000 oder 2000 Franken wert und würden sich innerhalb einer Woche verkaufen. Carina hob überrascht den Kopf, ihr Herz raste. »Im Ernst?« Sophia nickte nachdrücklich. »Im Ernst? Tatsächlich möchte ich dir eine Bestellung von 10 Stücken für die Frühlingssaison aufgeben. Ich zahle dir 1200 Franken pro Kleid. Und wenn sie sich gut verkaufen, wovon ich überzeugt bin, werde ich monatliche Bestellungen aufgeben.« Carinas Welt schien stillzustehen.
1.200 Franken pro Kleid bedeutete 12.000 Franken für 10 Stücke. Das war mehr Geld, als sie in 6 Monaten als Haushaltshilfe verdient hatte. An diesem Abend, nachdem die Besucher mit ausgetauschten Visitenkarten und vereinbarten Terminen gegangen waren, fand Carina Leonardo de Fürst am hinteren Garten, wie er die Sterne betrachtete. Sie setzte sich schweigend für einen Moment neben ihn auf die Eisenbank. Die Dezemberluft war frisch, aber angenehm, parfümiert mit dem Duft der Gardenien, die am Zaun wuchsen. »Danke«, sagte sie schließlich mit sanfter Stimme. »Danke, dass du an mich geglaubt hast, als ich selbst nicht an mich glaubte.« Leonardo sah sie von der Seite an und bemerkte, wie das Mondlicht ihr Profil erhellte. »Du musst dich nicht bedanken, ich habe dir nur die Werkzeuge gegeben. Das Talent war immer da.« Carina lächelte wieder mit Tränen in den Augen. Es schien, als weinte sie in letzter Zeit viel, aber es waren andere Tränen als zuvor. Das waren Tränen der Hoffnung. »Meine Kinder sind zum ersten Mal seit Jahren glücklich. Julian sagte mir gestern, dass er Architekt werden möchte wie du, wenn er groß ist. Camila zeichnet Kleider in ihre Hefte und sagt, sie wird Designerin wie ihre Mama.« Sie machte eine Pause und atmete tief durch. »Du hast uns die Würde zurückgegeben, Leonardo. Du hast uns die Zukunft zurückgegeben.« Er spürte einen Kloben am Hals, verbarg ihn aber, indem er zum Sternenhimmel aufblickte. Und in diesem Moment, unter den Dezembersternen, verstanden beide, dass das, was als Akt der Nächstenliebe begonnen hatte, sich in etwas viel Tieferes verwandelt hatte. Die Wochen vor Weihnachten brachten eine andere Energie ins Haus. Carina arbeitete hingebungsvoll und erfüllte Sophias Bestellung, während Leonardo jede Ecke mit Weihnachtsbeleuchtung und einem riesigen Baum am Wohnzimmer schmückte, den Julian und Camila mit bunten Kugeln und endlosem Lachen verzierten. Die Beziehung zwischen den Vieren war natürlich geworden, als wären sie schon immer eine Familie gewesen. Julian nannte Leonardo nicht mehr Herr, sondern einfach beim Vornamen und manchmal Leo, wenn er aufgeregt von seinen Schulnoten erzählte. Der Junge hatte in seinen letzten Prüfungen einen Durchschnitt von 9 erreicht. Eine Leistung, die sie mit Eis und Filmen feierten. Camila wiederum hatte Leonardo als ihren persönlichen Helden adoptiert. Sie erwartete ihn jeden Nachmittag an der Tür und rannte, um ihn mit ihren kleinen, molligen Ärmchen zu umarmen. »Leosini ist da«, rufend. Dieser Spitzname, der aus ihrer kleinen Sprachverwirrung zwischen Spanisch und Italienisch geboren wurde, hatte sich festgesetzt, und Leonardo trug ihn mit Stolz. Sonntags bereitete er das Frühstück zu, indem er Pfannkuchen machte, die verbrannt herauskamen, die Kinder aber mit gespielter Begeisterung aßen, was Carina zum Lachen brachte, bis ihr der Bauch wehtat. Doch unter all dieser familiären Freude wuchs etwas anderes zwischen Leonardo und Carina. Es waren kleine Momente, die keiner von beiden erwähnte, aber beide spürten. Ihre Hände streiften sich beim Weiterreichen der Teller während des Abendessens, Blicke, die einen Sekundenbruchteil länger dauerten als nötig, nächtliche Gespräche in der Küche, die sich bis in die frühen Morgenstunden zogen, über Träume und Ängste sprechend. Carina kämpfte mit aller Kraft gegen diese Gefühle an. Dieser Mann hatte ihr alles gegeben, ein Dach über dem Kopf, Essen, Werkzeuge zum Arbeiten, Hoffnung für ihre Kinder. Wie konnte sie so viel Güte erwidern, indem sie romantische Gefühle entwickelte? Sie fühlte sich wie eine Ausnutzerin, als würde sie sein Vertrauen verraten. Außerdem war Leonardo Millionär, Eigentümer von Immobilien und Unternehmen, während sie nur eine Näherin aus einfachen Verhältnissen war, mit 2 Kindern, die sie versorgen musste. Sie lebten in verschiedenen Welten, doch ihr Herz ignorierte jede Logik. Jedes Mal, wenn er lächelte oder wenn sie ihn mit den Kindern am Garten spielen hörte. Sie ertappte sich dabei, zu jeder Tages- und Nachtzeit an ihn zu denken, sich vorzustellen, wie es wäre, ein echtes Leben an seiner Seite zu haben. Nicht nur als dankbarer Gast, sondern als mehr. Die Schuldgefühle zerfraßen sie, doch das Gefühl wuchs unaufhaltsam wie eine Pflanze in der Sonne. Leonardo führte seinen eigenen inneren Kampf. Nach dem Tod seines Vaters hatte er akzeptiert, den Rest seines Lebens allein zu verbringen. Mit 39 Jahren hatte er einige gescheiterte Beziehungen mit Frauen aus seinem sozialen Umfeld gehabt. Leere Beziehungen, basierend auf Äußerlichkeiten und Bequemlichkeiten. Keine hatte ihn das fühlen lassen, was Carina mit ihrer einfachen Anwesenheit in ihm weckte. Die Art, wie sie beim Kochen Volkslieder sang, wie sie sich auf die Unterlippe biss, wenn sie konzentriert nähte, ihr aufrichtiges Lachen über die Späße ihrer Kinder, die Stärke, mit der sie Verluste ertragen hatte, die schwächere Menschen zerstört hätten. Leonardo hatte sich unbemerkt verliebt, langsam wie jemand, der sich nach der Kälte an die Wärme der Sonne gewöhnt. Aber wie sollte er es ihr sagen, ohne alles zu ruinieren? Sie war unter seinem Dach, wirtschaftlich von ihm abhängig, auch wenn sie daran arbeitete, das zu ändern. Jede Erklärung könnte als Druck oder Ausnutzung ihrer verwundbaren Position erscheinen. Also schwieg er und behielt seine Gefühle für sich.
während er das Glück genoss, sie in seiner Nähe zu haben, auch wenn es nur als Freund und Beschützer seiner Familie war. Die Nächte waren am schwierigsten, wenn er sie am Zimmer nebenan sich bewegen hörte und wünschte, ihr alles sagen zu können, was er fühlte. Eines Nachmittags Mitte Dezember, während Leonardo in seinem Arbeitszimmer Dokumente prüfte, hörte er aufgeregte Schreie aus dem Garten. Er schaute aus dem Fenster und sah Julian, wie er Camila das Velofahren beibrachte. Ein rosa Velo mit Stützrädern, das er in der Vorwoche gekauft hatte. Der Junge rannte neben seiner Schwester her, hielt sie am Sattel fest, während sie konzentriert mit heraushängender Zunge in die Pedale trat. Carina beobachtete sie von der Veranda aus, die Hände vor der Brust verschränkt und ein riesiges Lächeln auf den Lippen. Leonardo ging die Treppe hinunter und trat in den Garten. Genau als Camila es zum ersten Mal schaffte, das Gleichgewicht zu halten und fast 10 Meter allein in die Pedale trat, bevor die Stützräder sie stabilisierten. »Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft«, rief das Mädchen mit überschwänglicher Freude. Julian hob die Arme als Zeichen des Sieges. Carina applaudierte mit Freudentränen. Leonardo trat auf sie zu und spürte eine Fülle, die er sich nie hätte vorstellen können. »Du bist eine echte Meisterin, Camila«, sagte er und hob seine Hand, damit das Mädchen ihre Handfläche gegen seine schlagen konnte. Sie tat es mit so viel Kraft, dass sie fast vom Velo fiel, was allgemeines Gelächter hervorrief. In diesem Moment, als die Nachmittagssonne sie in goldenes Licht tauchte, wusste Leonardo mit absoluter Gewissheit, dass dies seine Familie war und dass er alles tun würde, um sie zu beschützen. Noch am selben Abend, nachdem die Kinder eingeschlafen waren, traf Leonardo eine Entscheidung. Er konnte nicht länger schweigen, denn das Leben war zu kurz und zerbrechlich. Sein Vater hatte es ihn mit seinem plötzlichen Tod gelehrt. Er ging in die Küche, wo Carina Kaffee zubereitete, eine nächtliche Gewohnheit, die sie teilten, wenn keiner von ihnen schlafen konnte. »Carina, ich muss mit dir reden«, sagte er mit ernster Stimme, die sie besorgt herumfahren ließ. »Ist etwas Schlimmes passiert?« Leonardo schüttelte den Kopf, atmete tief durch, um Mut zu fassen. »Es ist nichts Schlimmes. Es ist nur so, dass 2 Monate vergangen sind, seit ihr angekommen seid. Und es gibt etwas, das ich dir sagen muss, bevor es zu spät ist.« Er trat an sie heran, die ihn mit weit aufgerissenen Augen ansah. »Diese letzten 2 Monate waren die besten meines Lebens. Ihr habt dieses Haus mit Freude erfüllt, habt allem einen Sinn gegeben. Julian und Camila sind unglaubliche Kinder. Und du«, er machte eine Pause und suchte nach den richtigen Worten, »du bist die mutigste, talentierteste und schönste Frau, die ich je kennengelernt habe. Und ich weiß, dass das die Dinge kompliziert macht. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich alles ruiniere, aber ich kann nicht länger schweigen.« Carina stellte die Tasse, die sie hielt, mit zitternden Händen auf den Tisch. »Leonardo, ich bin in dich verliebt, Carina«, gestand er schließlich und ließ die Worte heraus, die er so lange zurückgehalten hatte. Die Stille, die folgte, wurde nur vom Ticken der Wanduhr unterbrochen, während 2 Herzen am Gleichklang schlugen und darauf warteten, dass das Schicksal ihren nächsten Schritt offenbarte. Carina hatte das Gefühl, die Welt bliebe stehen. Leonardos Worte hallten in ihren Ohren wieder wie eine Melodie, die sie zu hören geträumt, aber nie zu erwarten gewagt hatte. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie sicher war, er konnte es hören. Tränen begannen über ihre Wangen zu rollen, während sie versuchte, das Geschehene zu verarbeiten. »Leonardo, ich«, begann sie zu sagen, doch ihre Stimme brach. Er machte einen Schritt vorwärts. Seine Augen leuchteten vor zurückgehaltener Emotion. »Du musst jetzt nicht antworten. Ich musste nur, dass du es weißt. Ich musste ehrlich zu dir sein, Musik, denn ich kann nicht länger so tun, als wären wir nur Freunde, wenn mein Herz jedes Mal rast, wenn ich dich sehe.« Carina legte eine zitternde Hand auf ihre Brust und spürte Schmetterlinge in ihrem Bauch. »Glaubst du, ich fühle nicht dasselbe?«, flüsterte sie schließlich und fand ihre Stimme wieder. »Ich kämpfe seit Wochen gegen diese Gefühle an, weil ich dachte, es sei Wahnsinn, dass du dich niemals für jemanden wie mich interessieren könntest.« Leonardo sah sie ungläubig an. »Jemand wie dich? Carina, du bist außergewöhnlich. Du bist stark, fleißig, eine unglaubliche Mutter, talentiert. Du bist alles, was sich jeder Mann an seiner Seite wünschen würde.« Er kam näher, bis er nur noch wenige Zentimeter von ihr entfernt war. »Ich habe Angst«, gestand Carina mit zitternder Stimme. »Angst, dass dies ein Traum ist und ich wieder auf dem Platz aufwache, ohne etwas zu haben. Angst, das zu ruinieren, was wir hier aufgebaut haben. Angst, nicht genug für dich zu sein.« Leonardo nahm ihre Hände in seine und gab ihr Wärme und Sicherheit. »Ich habe auch Angst. Angst, nicht der Mann zu sein, den du und deine Kinder brauchen. Aber das, was ich für dich fühle, ist stärker als jede Angst. Diese 2 Monate haben mich gelehrt, dass Geld, Immobilien, Geschäfte, nichts davon zählt, wenn man es mit niemandem teilen kann.« Er streichelte ihre Knöchel mit den Daumen, eine so intime Geste, dass Carina zitterte. »Ich will es versuchen, Carina. Ich möchte, dass wir eine echte Familie sind.
Nicht nur aufgrund der Umstände, sondern weil wir uns gegenseitig wählen. Sie schloss die Augen und ließ die Tränen frei fließen. Als sie öffnete, lag Entschlossenheit in ihrem Blick. »Ich will es auch versuchen«, flüsterte sie. »Ich habe mich in dich verliebt, ohne es zu merken. Indem ich gesehen habe, wie du meine Kinder behandelst, wie du mir das Gefühl gibst, wertvoll zu sein, wie du unsere Lehre mit Liebe gefüllt hast.« Leonardo lächelte mit einer Freude, die sein ganzes Gesicht erhellte. Langsam, ihr Zeit gebend, sich zurückzuziehen, wenn sie wollte, beugte er sich zu ihr und berührte ihre Lippen sanft. Der Kuss war süß und voller Versprechen, überwundener Ängste und erneuerter Hoffnungen. Als sie sich trennten, lachten beide mit Tränen in den Augen, fühlten sich wie Teenager, die die erste Liebe erleben. Carina lehnte sich an seine Brust und hörte das beschleunigte Schlagen seines Herzens, das ihre eigenen widerspiegelte. »Was werden wir Julian und Camila sagen?« fragte sie plötzlich besorgt. Leonardo streichelte zärtlich ihr Haar. »Wir werden ihnen die Wahrheit sagen, dass wir uns lieben und dass ich mich um euch kümmern möchte, nicht nur als Freund, sondern als jemand, der euch wirklich liebt.« Er machte eine nachdenkliche Pause. »Aber vorher möchte ich etwas Besonderes machen. Weihnachten ist nur noch eine Woche entfernt. Ich möchte euch 3 mit etwas überraschen, das ihr nie vergessen werdet.« Carina hob neugierig den Blick. »Was hast du vor?« Leonardo lächelte mit einem schelmischen Glitzern in den Augen. »Es ist eine Überraschung. Vertrau mir einfach.« Sie nickte, denn ihm zu vertrauen war so natürlich geworden wie Atmen. Sie verbrachten den Rest der Nacht in der Küche, leise sprechend über gemeinsame Träume, Zukunftspläne und die 1000 kleinen Dinge, die 2 Menschen in der Tiefe verbinden. In den folgenden Tagen war Leonardo stundenlang abwesend, mit vagen Ausreden über dringende Geschäfte. Carina ahnte, dass er etwas plante, fragte aber nicht und genoss die Vorfreude. Julian bemerkte die Veränderung in der Atmosphäre des Hauses. »Mami, seid du und Leo jetzt zusammen?« fragte er eines Nachmittags, während sie nähte und er Hausaufgaben machte. Carina errötete bis über beide Ohren. »Warum fragst du das, mein Kind?« Der Junge zuckte mit den Schultern, mit einer Weisheit, die über seine 8 Jahre hinausging. »Ihr seht euch anders an, so wie meine Tanten und Onkel sich ansahen, als sie sich verliebten.« Carina legte ihre Nähsachen beiseite und kniete sich vor ihren Sohn, nahm seine Hände. »Würde es dich stören, wenn Leo und ich mehr als nur Freunde wären?« Julian schüttelte den Kopf nachdrücklich. »Überhaupt nicht, Leo ist super. Er bringt mir Mathematik bei und geht mit mir in den Park. Außerdem macht er dich glücklich und ich habe dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen.« Carinas Augen füllten sich wieder mit Tränen. Das schien ihr natürlicher Zustand zu sein. »Ich liebe dich so sehr, mein wunderschönes Kind.« Sie umarmte ihn fest, während er ihr unbeholfen auf den Rücken klopfte. Camila rannte in diesem Moment herein mit einer Zeichnung einer 4köpfigen Familie, die unter einer leuchtend gelben Sonne lächelte. »Schaut, was ich gemacht habe. Das sind wir«, zeigte sie auf die Figuren. »Das bist du, Mami. Das ist Julian. Das bin ich. Und das ist Leosini.« Und in dieser kindlichen Zeichnung war die tiefste Wahrheit eingefangen. Sie waren bereits eine Familie. Es fehlte nur noch, es offiziell zu machen. Der Heiligabend brach kalt, aber klar an, mit einem Himmel, der so blau war, dass er wie gemalt aussah. Leonardo erwachte nervös und überprüfte zum 10. Mal jedes Detail seines Plans. Er hatte einen professionellen Gärtner beauftragt, den hinteren Garten in etwas Magisches zu verwandeln. Warme weiße Lichter hingen von den Bäumen und bildeten einen leuchtenden Baldachin. Er hatte einen kleinen, hellen Holzsteg inmitten des Rasens installiert und ihr am Hintergrund hatte er einen Bogen mit weißen Blumen und grünem Laub platziert. Carinas Kleider hingen an Kleiderbügeln entlang des Stegs, strategisch beleuchtet wie in einer Kunstgalerie. Auf einem Beistelltisch befand sich eine schwarze Samtbox, die 3 Ringe enthielt. Einen Verlobungsring für Carina mit einem diskreten, aber wunderschönen Diamanten und 2 kleinere Ringe mit ihren eingravierten Namen, die seine Verbundenheit zu Julian und Camila symbolisierten. Ricardo war früh gekommen, um Lichter zu installieren und professionelle Fotos vom Moment zu machen. Sophia brachte zusätzliche Blumen und half, die Kleider zu arrangieren. Daniela bereitete das Haus mit Duftkerzen und zusätzlicher Weihnachtsdekoration vor. Alles war bereit. Leonardo atmete tief durch und sah sich am Spiegel an. Dunkelgraue Anzughose, makelloses weißes Hemd, lässiges schwarzes Jackett. Er sah gut aus, war aber zu Tode erschrocken. Was, wenn sie Nein sagte? Was, wenn es zu früh war? Um 18 Uhr, als die Sonne unterzugehen begann und den Himmel orange und rosa färbte, klopfte Leonardo an Carinas Zimmertür. Sie öffnete neugierig und sah wunderschön aus in einem einfachen cremefarbenen Kleid, das sie selbst genäht hatte. »Was ist los? Du siehst sehr elegant aus.« Er lächelte nervös. »Ich habe eine Überraschung für dich und die Kinder. Könnt ihr in 10 Minuten in den Garten kommen?« Carina nickte, fasziniert. Leonardo ging die Treppe hinunter, sein Herz schlug so heftig, dass er dachte, es würde explodieren.
Er schaltete alle Gartenlichter ein, und das Ergebnis war magisch, wie aus einem Märchen. Die Lichter flackerten sanft und schufen eine warme, einladende Atmosphäre. Carinas Kleider strahlten unter der perfekten Beleuchtung. Jedes zeigte seine Farben und Details wie Meisterwerke. Er hörte Schritte auf der Treppe und drehte sich um. Carina erschien zuerst, Julian und Camila an der Hand haltend. Die drei blieben wie angewurzelt stehen, als sie den verwandelten Garten sahen. Camila stieß einen Schrei des Erstaunens aus. Julian riss die Augen weit auf. Carina schlug die Hände vor den Mund, Tränen schossen ihr sofort in die Augen. »Leonardo, was ist das alles?« flüsterte sie und ging langsam in den beleuchteten Garten. »Das sind deine Kleider«, sagte Leonardo und führte sie über den improvisierten Steg. »Ich wollte, dass du sie so siehst, wie der Rest der Welt sie sieht. Als Kunst, als Schönheit, als das außergewöhnliche Talent, das du besitzt.« Carina ging zwischen ihren Kreationen hindurch und berührte sie mit zitternden Fingern. Julian und Camila rannten lachend zwischen den Lichtern umher, staunend über die Verwandlung des Gartens, den sie kannten. Leonardo führte sie zum Blumenbogen, wo die Lichter am intensivsten strahlten. Dort blieb er stehen, nahm Carinas beide Hände und sah ihr direkt in die Augen. »Vor 3 Monaten hatte mein Leben keinen Sinn. Ich ging jeden Tag über den Platz und suchte nach etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte, bis ich dich sah. Ich sah eine mutige Mutter, die für ihre Kinder kämpfte. Ich sah eine Frau voller Würde, obwohl sie alles gegen sich hatte. Ich sah jemanden, der mir zeigte, dass der wahre Wert nicht in dem liegt, was man besitzt, sondern in dem, wer man ist.« Seine Stimme zitterte vor Emotionen. Julian und Camila näherten sich schweigend und spürten, dass etwas Wichtiges geschah. Carina weinte hemmungslos, während sie jedes Wort hörte und es für immer in ihrem Gedächtnis festhielt. »Ich habe mich in dich verliebt, Carina. Ich habe mich in deine Stärke verliebt, in deine Güte, wie du deine Kinder liebst, wie du Schönheit inmitten der Widrigkeiten findest.« Leonardo holte die schwarze Samtbox aus seiner Tasche und kniete auf dem Rasen. Carina schnappte nach Luft und legte sich die Hände aufs Herz. Julian nahm die Hand seiner Schwester und drückte sie fest, beide mit leuchtenden Augen. »Willst du mich heiraten? Willst du mit mir eine echte Familie aufbauen? Nicht nur du, sondern auch Julian und Camila?« Er öffnete die Box und enthüllte die 3 Ringe, die unter den Gartenlichtern glänzten. »Ich möchte dein Ehemann sein und ich möchte der Vater dieser unglaublichen Kinder sein. Ich möchte, dass dieses Haus unser Zuhause wird. Nicht, weil ich es dir gebe, sondern weil wir es gemeinsam bauen.« Er nahm die beiden kleinen Ringe heraus und drehte sich zu den Kindern um, immer noch auf den Knien. »Julian, Camila, würdet ihr mir erlauben, euer Papa zu sein? Würdet ihr mich lassen, euch zu umsorgen, euch zu lehren, euch so zu lieben, wie ihr es verdient, geliebt zu werden?« Seine Stimme brach beim letzten Satz, während Tränen endlich über seine Wangen rollten. Er hatte sein ganzes Leben lang darauf gewartet, Vater zu werden und sich nie vorgestellt, dass es so geschehen würde, aber er würde nichts ändern. Julian reagierte als erster. Er rannte zu Leonardo und umarmte ihn fest, schluchzend an seiner Schulter. »Ja, ich will, dass du mein Papa bist.« Camila folgte ihm sofort, legte ihre kleinen Ärmchen um Leonardos Hals. »Leosini wird wirklich unser Papa sein.« Leonardo umarmte beide und spürte, wie sich sein Herz so sehr ausdehnte, dass es vor Glück schmerzte. Als er den Blick hob, kniete Carina vor ihnen, das Gesicht Tränen überströmt, lächelnd mit mehr Liebe, als Leonardo je bei einem Menschen gesehen hatte. »Ja«, sagte sie mit klarer und fester Stimme trotz des Weinens. »Ja, ich will dich heiraten. Ja, ich will, dass du der Papa meiner Kinder bist. Ja, zu allem.« Leonardo steckte ihr den Ring an den zitternden Finger, während sie lachte und weinte zugleich. Dann nahm er Julians und Camilas kleine Hände und steckte ihnen ihre Ringe an, wodurch das Engagement mit allen 3 besiegelt wurde. Sie standen auf und verschmolzen in einer Gruppenumarmung, in der sich Lachen, Tränen, liebevolle Worte und geflüsterte Versprechen vermischten. Die Gartenlichter strahlten um sie herum wie stumme Zeugen eines Wunders. Ricardo hielt jeden Moment mit seiner Kamera fest und verewigte die Geburt einer Familie, die nicht durch Blut, sondern durch Liebe und Wahl geschmiedet wurde. Der Abend setzte sich mit einem besonderen Abendessen fort, das Leonardo mit Hilfe eines befreundeten Kochs zubereitet hatte. Ein wärmendes Käsefondue, Raclette mit allen Beilagen und für das Dessert gab es Zimtsterne, Mailänderli und heiße Schokolade mit Zimt. Sie aßen am mit Kerzen und Blumen geschmückten Esszimmer, lachten und teilten Träume für die Zukunft. Julian fragte, ob er seinen Nachnamen in Leonardos ändern könnte, und er antwortete, dass sie alle notwendigen rechtlichen Schritte für die Adoption einleiten würden. Camila wollte wissen, ob sie nun zu beiden Mama und Papa sagen dürfe, und Carina antwortete unter Tränen, dass sie nichts glücklicher machen würde. Nach dem Abendessen öffneten sie die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Leonardo schenkte den Kindern Tablets für ihr Studium, neue Kleidung und Spielzeug, das sie vor Aufregung schreien ließ.
Carina schenkte er eine hochmoderne, computergesteuerte Stickmaschine, die sie einmal am Gespräch erwähnt hatte. Sie schenkte ihm einen handgestrickten grauen Schal, den sie heimlich in den Nächten gemacht hatte, und ein Fotoalbum mit Momenten der letzten 3 Monate, das er immer in Ehren halten würde. Als die Kinder schließlich auf dem Sofa einschliefen, erschöpft von so vielen Emotionen, brachten Leonardo und Carina sie in ihre Betten und deckten sie mit Stirnküssen zu. Dann gingen sie in den immer noch beleuchteten Garten und setzten sich auf die Eisenbank, die Sterne betrachtend. »Danke, dass du mich gerettet hast«, flüsterte Carina und legte ihren Kopf auf Leonardos Schulter. »Danke, dass du mich lieben lässt«, antwortete er und küsste ihre Stirn. Und dort, unter dem Nachthimmel über Bern, am Heiligabend, fanden 2 gebrochene Seelen Heil in den Armen des anderen, und 2 Kinder fanden das Zuhause, das sie immer verdient hatten. Wenn diese Geschichte Ihr Herz berührt hat, vergessen Sie nicht, ein Gefällt mir zu geben und den Kanal zu abonnieren für weitere Geschichten, die Ihnen unter die Haut gehen werden. Müsschensche. Ihr Leben, Ihre Familie reichlich segnen und Ihren Weg mit wahrer Liebe, unerwarteten Gelegenheiten und Momenten füllen, die Ihre Existenz für immer prägen. Denken Sie daran, es ist nie zu spät, neu anzufangen, und die Liebe findet immer ihren Weg nach Hause. Bis zur nächsten Geschichte. M.